Ja, hallo zusammen. Da ist natürlich der Crown Cleat, also der Chris. Hoffe, es geht noch gut. Hoffe, man sieht mich so ein bisschen. He? Mehr schlecht als recht das Ganze eingerichtet. Wie immer ist mein Büro eigentlich im konstanten Wechsel. Schiebe Zeug wieder hin und her. Und jetzt ist eben gerade am Montag, genau, hat die Demo von der Crew angefangen. Oder was heisst schon Demo? Besser gesagt, die geschlossene Beta. Es ist, glaube ich, schon in der 3. Juliwoche mal eine Runde geschlossene Beta war für die Crew. Und jetzt haben sie das Ganze noch einmal für eine Woche am Laufen, um noch weitere Fehler auszumerzen und so. Läuft momentan nur auf dem PC, kommt dann, glaube ich, noch für Xbox One und PS4 die Beta. Wird mich dort aber nur eingeschränkt interessieren, weil nur auf dem PC funktioniert mein Logitech G27. Bin ich auch zu froh, weil die neuen Konsolen bei der Xbox One wird sicher never gehen und PS4 oder besser gesagt Sony stellt sich dort auch noch ein bisschen quer. Darum bin ich jetzt das am Zocken. Viele coole Sachen momentan, wie jetzt Diablo oder eben das Oculus Rift DK2. Aber der Crew finde ich, es ist echt ein geiles Game, als ich es vor einem Jahr mit dem Screecher Gamescom gespielt habe, hat es mir nicht so gefallen. Aber jetzt bin ich gerade ziemlich angefressen gewesen. Ich habe jetzt den Tag durch, nach Möglichkeit auch immer wieder Leute beim Streamen ein bisschen zugeschaut, die es momentan am Spielen sind. Also es macht schon ziemlich Spaß. Und das Geile ist halt, dass man in ganz Amerika natürlich in Miniaturform rumfahren kann. Ist echt gut gemacht. Ja, jetzt bin ich hier noch so ein bisschen am Testen, weil wenn es gut läuft, dann ich auch noch ein bisschen streamen vielleicht, je nachdem, wie es dann mit dem Baby ist und so, kennen Sie ja von meinen Erzählungen, vielleicht auch persönlich. Die haben wir hier alles schnell so einrichten. Hier von Wasserkühlung habe ich auch die Software bekommen von Corsair, wo mir so ein bisschen Temperaturen zeigt. Und das finde ich aber noch interessant. Wenn das Game abstürzt, möchte ich eigentlich auch sehen, ob es irgendwie zu heiß ist gelaufen oder so. Apropos Abstürzen, das ist gerade ein guter Hinweis. Es stürzt momentan noch sehr oft ab, der Crew. Aber eben, es ist eigentlich nur eine Beta. Sorry, schnell. Und rein von dem her kann man das schon noch vermerzen, dass das Game zwischendurch abstürzt. Sonst ist es schon sehr, sehr weit eigentlich ausgearbeitet. Ja, nein, du dreht es komplett durch. He? So. Wenn ihr auch in die geschlossene Beta möchtet kommen, ich weiß gar nicht, ich habe mich mal irgendwie registriert bei Uplay, Ubisoft. Für die eben Interesse haben, ja so einen Fragebogen müssen ausfüllen. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt könnt ihr einfach teilweise auf Webseiten oder eben auch bei Streamer könnt ihr noch Keys absahnen. Rauskommen wird es dann eher im November. Und ich habe es schon mal gesagt, sage es gerne nochmal, dieses Jahr ist echt ein gutes Jahr für Leute, die auf Run-Games stehen. Wo eben Forza Horizon 2 exklusiv für Xbox One, Drive Club exklusiv für PS4. Der Crew wird auf allen Plattformen, PS3 und Xbox 360 nicht, aber eben auf den neueren Konsolen sicher auch auf dem PC rauskommen. Und eigentlich ist das Ding ein Rennspiel MMO. Massively Multiplayer Online Racing Game, MMORG oder wie sie es da immer nennen. Man kann einfach miteinander online umziehen und ein bisschen hat man das ja schon im Forza Horizon und die anderen Games können ausprobieren, aber hier scheinen sie noch einen Schritt weiter zu gehen. Die Leute, die das machen, sind ja die Test Drive Unlimited 1 und 2 gemacht haben. Jetzt weiss ich gar nicht genau, was abgeht. Zum Teil hat es lang, dass es startet. Da ist noch nichts am Laufen. Aber da machen wir uns jetzt keinen Kopf. Als Administrator tue ich es auf, damit es eine höhere Prozesspriorität hat. Damit es dann auch nicht von irgendwelchen Hintergrundprogrammen ausbremst wird oder so. Jetzt ist es am Drehen. Das sieht eigentlich gut aus. Vielleicht täusche ich mich aber auch. He? Das ist jetzt komisch. Das ist wirklich komisch.
Ah, mal, schau jetzt. Jetzt wär's gekommen. Fuck. Hoffentlich kann ich es jetzt nicht gerade versaut. Mal schnell schauen, ob der Sound auch kommt. Sieht momentan noch nicht so aus. Wobei hier in den Kopfhörer höre ich ihn. Das heisst, dass es über das HDMI-Kabel geht. Und das heisst, dass dir auch etwas hören sollte. Es ist einfach komisch, dass mir nichts anzeigt. So. Jetzt muss ich schnell rauswechseln, um zu schauen, ob es auch wirklich besser ist mit dem Sound. Ich hoffe, ich schieße es noch nicht gerade ab, das Game. Oh, das ist auf dem Elgato, das ist schon gut. So. Alright. Ja, es ist jetzt einfach, wenn ihr halt keinen Game-Sound hört, mache ich das ist gerne nochmal ein Video. Ja, das könnt ihr wohl lesen, oder? Hä? We are experiencing an unusually large number of logins. In order to keep everything running smoothly, you need to wait before login. Schlappe 3 Minuten waren es ursprünglich gewesen. Ist noch lustig, weil sie sehr, sehr gitzig mit diesen Beta-Keys rausgegeben. Es sind eigentlich viele, die ich gesehen habe in den Streams und so in den Foren, haben nach einem gefragt. Und von dem her ist es noch lustig, dass sie jetzt eine ungewöhnlich grosse Anzahl von Logins haben. Und das stimmt mir nicht gerade unbedingt positiv für die fertige Version, weil dann werden es dann vermutlich umso mehr, hoffentlich umso mehr Leute sein, die das Game spielen und gekauft haben. Vielleicht machen sie aber auch Dinge Wartungsarbeiten oder die Server skalieren, ich weiss es doch auch nicht. Was ich weiss, ist, dass gestern oben haben sie etwa auch schon 3 Stunden Wartungsarbeiten gemacht. Ich habe mich richtig gefreut, das Baby im Bag war, endlich wieder ein bisschen in der Crew zu hocken. Dann haben sie Wartungsarbeiten gemacht. Aber ja, was willst du? Unten links seht ihr noch die Bildversion. Dort sind wir gestern bei 3, was ist echt das? 3,85, 3,33 oder so. Das spielt ja keine Rolle, was genau für Zahlen sind, aber ich behalte das auch im Auge, damit ich eben auch sehe, wenn sie etwas verändert haben. Und die Veränderung von, was ist das auch gewesen? 3,33 auf 0,40 ist schon extrem mit Stabilitätsverbesserungen verbunden gewesen. Das heisst, vorher musste ich das Game auf Low laufen, obwohl das ich eine gute Kiste habe, weil sonst hat es beim Nachladen immer so extreme Mikropausen gegeben, dass es nicht wirklich spielbar war. Und mittlerweile kann ich es, glaube ich, auf Ultra laufen und es läuft meistens gut. Soundtrack finde ich geil, Motorengeräusche sind übelst geil und es erinnert mich eigentlich ziemlich fest an das Midnight Club. Ich weiss nicht, ob euch das noch etwas sagt, ist ja von Rockstar auch gemacht worden. Midnight Club 2, die Up Edition, war glaube ich das letzte gewesen. Das war auch noch PS2 Original-Xbox-Zeiten, ja. Aber auf jeden Fall sehr gern gespielt und eben so vom ganzen Feeling, auch von der Kerne, ist ziemlich arcadig hier, die Crew, erinnert es mich eben schon ein bisschen an das. Ist aber nicht störend, dass es eben so arcadig ist, weil eine Simulation kann ich andernorts spielen, irgendein Project Cars oder so, was übrigens auch noch ein Renngame ist, was da durchkommt, genau. Achtung jetzt. Wow, es hat mich wirklich eingeloggt nach dieser Zeit. Wenn jetzt das Game von Microsoft wäre, hätte es geheißen, ja, jetzt geht es auch noch einmal so lange her. Okay, das Coole ist, dass sie das G27 von Anfang an vollumfänglich unterstützen. Das heisst, mit den ganzen Knöpfen, Bedienung, funktioniert alles tiptop. Ganz daraus komme ich noch nicht unbedingt, aber das muss ich auch noch gerade nicht. Das, was ihr hier vorhin gesehen habt, ich war leider gerade ein bisschen zu schnell gewesen und ich weiss nicht mehr, wie man hier zurückkommt, ist die Übersicht von klein Amerika in dem Sinn, so wie sie es eben als Karte haben. Und hier sind alle Spieler drauf gezeigt mit einem kleinen Avatar-Bild, das eben so unterwegs sind. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, vielleicht ist es auch nur Fake, aber macht auch schon mal einen guten Eindruck. Und wie gesagt, das ist ganz Amerika hier, eben in Miniaturform mit all den verschiedenen Canyons und Bergen und Schluchten und ich bin momentan jetzt gerade in Miami und ich glaube von hier oben, wo man startet, Detroit bis runter auf Los Angeles, ist man glaube ich
echt fast eine Stunde unterwegs. Bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall schon noch lang. Und klar nicht so lang wie in echt. Wer will schon so ewig lang fahren? Und überall, wo man schon war, kann man sich nachher beamen. Ich war momentan ein bisschen die Story am Spielen. Das wäre, glaube ich, die nächste Mission hier. Habe mich dann aber entschieden, mal eben auf Miami runterzugurken. Haben wir hier Key West anschauen, weil ich dort in echt schon mal war. Mal schnell schauen, ja, wie realistisch dass sie das eben der echten Welt haben nachempfunden. Und das Geile ist effektiv, die Karten könnt ihr mehr oder weniger mit ziemlich grossen Stufen, aber ihr könnt sie in dem Sinne mehrstufig zoomen. Und das Coole ist eigentlich, dass es dann schon ziemlich detailliert wird. Also man sieht hier Leute rumfahren, wenn man ein bisschen im belebteren Gebiet ist, gehen wir schnell auf Detroit. Es ist noch lustig, dass man in Detroit startet, 8 Mile dort, wo der Eminem herkommt, ist gerade um eine Ecke. Jetzt ist gerade so ein Mikrohänger. Genau, das gibt es wirklich auch. Scheint es noch wegen der Beta. Ich hoffe fest, dass die fertige Version draussen ist. Und zieht nicht rein. Ich habe noch nie eine Karte erlebt, wo ich so krass rein und raus kann zoomen kann. Und ich meine, ich bin jetzt hier unten in Miami. Ich tue noch schnell hier einen Wegpunkt setzen. Bei Key West. Ich meine, sogar die Bäume bewegen sich im Wind. In ihrer tiefsten Zoomstufe. Also das haben sie echt gut gemacht. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier oben. Sieht man sogar meine Karre. Ja, mit auf der Strasse leider. Und wenn ich jetzt das Ding drücke, Quit, vor Karte, geht es zurück ins Game und jetzt müsst ihr euch reinziehen, wie lange das es muss laden. Ist relativ schnell gegangen. Und das ist noch nicht schnell in dem Fall. Wenn das Game mal so ein bisschen, wenn man mal ein bisschen gamet hat und so ein bisschen gewisse Gebiete schon ein bisschen vorgeladen hat, oder ich weiß auch nicht, wie sie es machen, ist es stufenlos, wie es rein und raus geht. Das ist immer geil. Da weiss ich nicht, was los ist, weil der Motor stellt jetzt nicht an. Jetzt muss ich schnell Smartphone. Nein, das war die Karte, sorry. So, es ist wie auch im Ding, im Watch Dogs. Es ist eben schon noch lustig, wie Ubisoft eigentlich in allen ihren Games so ein bisschen gewisse Komponenten drin hat, die ähnlich sind. Und es führt dazu her, dass Ubisoft in ein paar Jahren ein riesiges MMO wird rauslassen, wo man alles machen kann. Bin ich absolut überzeugt. Also, was soll ich machen? Genau, den Motor starten. Ihr seht, da kennt sich einer wirklich schon super aus. Jetzt irgendwie kann ich mich zurücksetzen. Das ist die Kamera, die noch wechselt, genau. Seiten- und Rückspiegel funktionieren leider noch nicht. Da ist irgendetwas anderes da. Das ist ein Kack. Nein, ich will eh nicht quitten, sorry. So kann man noch ein bisschen rumschauen. Mit der Maus kann man stufenlos rumschauen. Und das Geile ist nicht, dass die Perspektive so bleibt, wenn man fährt. Und ich meine, rückwärts schauen, das ist so seitlich ist nicht so sinnvoll, aber man kann auch so ein bisschen cruisen, noch ein bisschen links zum Fenster raus schauen. Und das Erste, was mir natürlich hier in den Sinn ist gekommen, ist Scheiße, wenn das Oculus Rift würde gehen, das wäre ja der Hammer. Also. Ich probiere jetzt irgendeine Karre zu starten. Was für ein peinlicher, das glaube ich ja nicht. Irgendetwas ist kaputt mit meinem Auto, ha? Das klingt aber nicht so positiv. Und ich will jetzt auch nicht zurück ins Hauptquartier, sind wir ganz ehrlich. Dann haben wir schnell hier den Mobile Tuner mal auf. Die doch ein bisschen schauen. Ich komme eben auch noch nicht so wirklich überall raus. Die mobile Garage. Was kann ich da? Da habe ich das Auto gewechselt. Kann ich jetzt auch einen anderen oder was? Ja. Da Street, okay. Nehme ich mal den Streetler, ha? Eben, das Geile ist ja, dass sie fast so ein bisschen transformmässig sich verwandeln können. Jetzt habe ich natürlich keinen Blassen, wie fest dass dir das Schütteln vom Steuer angehört, weil ich finde, es ist schon noch laut. Aber das werde ich dann gerade herausfinden. Also, ja, natürlich manuell schalten.
mit Kupplung. Auch wenn das in echt bei diesem Karren nicht so ist. Da tut man mit der Schaltwippe oder einfach Ami-Style mit dem Schalter Gang wechseln. Aber mit der Handschaltung macht es halt einfach schon ziemlich Spass. Ich tue gerne so ein bisschen im Tank rumrühren, wie sie alle sagen. So, dann kann man immer auch schön Nitro geben noch. Und es ist auch geil, dass sie so viele verschiedene Perspektiven zur Auswahl haben. Weil, seien wir ehrlich, denken wir zum Beispiel zurück an Need for Speed. Das ist ja eine verdammte Frechheit, was sich Electronic Arts dort erlaubt hat. Und rein von dem her finde ich es schön, dass sie sich so Mühe gegeben haben und auch wenn die Rückspiegel, Seitenspiegel jetzt noch nicht gehen, das sollte sicher in der fertigen Version funktionieren. Und jetzt haben wir schon wieder so einen Mikrohänger. Wobei Mikro ist eigentlich fast ein bisschen übertrieben, weil es hängt aber für ein paar Sekunden sogar. Aber zum Glück geht es dann los, oder weiter besser gesagt, stufenlos weiter geht's. Jedoch, ja, fertiges Spiel haben wir natürlich so etwas nicht gesehen. Und das Potenzial ist auch immer da, dass es dann komplett abstürzt. Was noch ein bisschen komisch ist, es hat ziemlich straubige Kanten hier, die Linie, man sieht es vielleicht gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auf jeden Fall habe ich 8-faches Anti-Aliasing aktiviert, aber man sieht es gleich noch, also es ist komisch. Was auch ein bisschen komisch ist, oder ein bisschen unschön ist, dass sie das Game auf 30 Bilder pro Sekunde eigentlich limitiert haben. Man kann es aber im Config-File anpassen und ich habe es jetzt auf 60 aufgeschraubt und meistens muss die auch halten. Oh shit! Das habe ich gar nicht so gut geschaut. Meistens muss die auch halten. Selbst jetzt in dieser unfertigen Version 30 Bilder pro Sekunde haben sie scheint als Limit rein, damit das eben die Leute nicht wegen irgendwelchen FPS Bug Reports und so ausfüllen, wenn sie jetzt eben anstatt ihre 60 nur 52 haben oder so. Und bei 30 ist es sicher fast bei allen Systemen 30. Lange Rede, kurzer Sinn. Zum Glück kann man es auf 60 umschalten, weil ein Reingame mit 60 Bildern pro Sekunde spielen ist immer besser als mit 30. Auch wenn zum Beispiel die Forza Horizon 2 und Strife Club nur mit 30 gehen auf der Konsole. Aber dafür hat man ein bisschen prachtvollere Grafik. Und wenn man es gut macht, sind auch 30 Bilder pro Sekunde sehr flüssig. Jetzt lassen wir das aber sein. Der FPS-Talk, das ist jetzt nicht nötig. Ihr seid ein bisschen am Zuschauen, hoffe ich. Ihr seht, das Verkehrsaufkommen ist nicht allzu gigantisch. Ich fahre auch bei so Sachen durch, wo ein rotes Schloss ist. Das heisst halt einfach, dass ich ein tiefes Level habe. Ich weiss gar nicht, was bin ich eigentlich, Level 6, genau, links sieht man es. Ui. So, jedoch ist Beta, glaube ich, auf Level 10 limitiert. Das heisst, viele Sachen wird man noch gar nicht machen können. Aber man kann eben, wie gesagt, in ganz Amerika rumfahren. Das ist schon hure geil, ganz ehrlich. Also, jetzt weiss ich nicht genau, ob es auf Key West die Brücke auch so hatte, aber sonst sieht es wirklich ziemlich ähnlich aus. Natürlich Flora und Fauna, so ein bisschen Palmen, all das, die Häuschen. Es hat auf jeden Fall viele Brücken dort her. Mit ein paar wenigen Nebenströssli. Ja, eben, sie haben sicher die wichtigsten und auch markantesten Merkmale der Landschaften integriert. Aber man muss nicht erwarten, dass jetzt alles gerade aufzufinden ist. Das Geile ist, dass es steuert sich hure geil mit dem Lenkrad. Und jetzt kommt sicher wieder der eine oder andere und sagt, mit dem Lenkrad ist jedes Renngame geil. Das stimmt eben nicht. Es gibt echt auch Games, die schlecht für die Lenkräder optimiert sind. Oh, sorry. Sorry, da habe ich jetzt gerade ganz eine geile Chance gesehen. Cool ist auch, dass der Avatar selber so ein bisschen in die Richtung, wo man fährt oder eben fest einschlägt, schaut. Es ist aber auch so, dass man auch fast zu lange nicht mehr her schaut. Wie erwähnt, hoffe ich auf eine Oculus Rift Integration. Jetzt muss ich schnell schauen, wenn ich dort rüberkomme. Kann ich auch hier schnell... Nein. Man kann ja auch Offroad fahren. Aber da hat es ziemlich viele Bäume. Ei. So, da wollte ich eigentlich shit. So, soll ich schnell mal ein bisschen noch die Aussenperspektive zeigen vielleicht?
Ja. So, das gibt einen schönen. Das gibt einen wunderschönen. Ah, da sind mehrere Chancen. Cool. Shit. Schade. Ich muss noch schnell hinterher einen Anlauf holen. So. Am Anfang kann man, glaube ich, zwischen 5 und 6 Kerren wählen. Das sind eigentlich alles so Muscle Cars. Und ich habe mich für den Dodge Challenger entschieden, weil ich den halt auch in echt ziemlich cool finde. So. Und irgendwie, glaube ich, für 500.000 oder 800.000 kann man einen Nissan Skyline halt einfach immer noch das Nonplusultra sich ziehen. Aber ich glaube, pro Mission bekommt man, glaube ich, 1000 Steine oder so. Also man spielt Ewigkeit, wenn man das Teil will. Yeah, geil. Cool, dass sie das überhaupt eingebaut haben. Oh ja, das ist die absolute Schanzenstrecke, kann man eigentlich sagen. Nice. So. Ja. Grafik wird natürlich nicht die beste Renngame-Grafik sein, die es gibt auf der Welt momentan. Sondern wie in jedem MMO. Das World of Warcraft ist eigentlich das beste Beispiel. Die Grafik muss dort einfach zweckmässig sein. Das heisst, sie muss auch mit Leuten, die vielleicht nicht so einen guten PC haben, gut können laufen. Es muss vielleicht auch bezüglich Internetleitung halt gewisse Ansprüche erfüllen, dass man nicht ein riesen dickes Rohr braucht, um überhaupt das zu spielen. Lange Rede, kurzer Sinn schon wieder. Das Sprichwort habe ich aber schon noch gerne. Oh, scheiß Bulle, schau jetzt. Ja, aber irgendwie läuft es nicht so sauber, es ruckelt ein bisschen komisch. Nein, Bullen, die können eben auch ein bisschen jagen. So, also gehen wir weiter. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich dort schon bin angekommen, wo ich her will. Ich glaube es nicht, oder? So. Hintergrundmusik. Ist aber auch schön elektrolastig. Was auch gut ist. Was ich noch gesehen habe, ist, dass für das DK2 jetzt auch ein Update gibt vom Live for Speed Renngame. Würde ich sicher gerne auch mal noch ausprobieren. Zieht nicht rein, davor sind richtig viele echte Spieler. Okay, da wären wir also. He? Schnell den Blick. Schau, da chillt so einer. Hey, nein, es wird richtig geil. Wenn man dann irgendwie die 16. hoch oder so in die Crew rumziehen. Voll stylisch. Yeah. Alright. Ziehen wir weiter. Hier haben wir schön Miami-Style, auch vom Wetter her und so, alles in Butter. Und jetzt kann ich euch vielleicht schnell zeigen, jetzt gehe ich noch schnell auf die Karte, zoome hier geschwind raus, gehe rauf auf Detroit. Oder besser gesagt auf St. Louis, dort musste ich her müssen als letztes. Und dort zeigt mir dann, ist Mission. He? Dann würde ich doch sagen, beamen wir uns hier einfach her. Fast Travel. Jetzt noch einmal schnell. Okay, jetzt hat es wieder so einen Hänger. Ihr hört es vielleicht auch, wenn ihr den Ton hört. Aber ich habe gerne Angst, dass ihr den Ton nicht hört. Aber ich finde, es geht auch schnell. Es geht wirklich auch schnell. Es ist cool gemacht. Dann schnell die Karte raus. Geschwind hier zur Mission herzoomen. So, und dann können wir die noch machen und dann werde ich das dann beenden, das Video. Weil wir jetzt alle auch schon wieder ein paar Minuten dran sind. Let's roll! Dass die Linie oben durchgeht, die einem zeigt, wo man durch muss, ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch ein bisschen gespässig. Ui. So. Aber eigentlich nur eine coole Idee. Der verdeckt nicht unbedingt die Straße. Sie bewegt sich aber so ein bisschen komisch wellenförmig. Was auch noch cool aussieht. So. Die Schaltung funktioniert nicht immer so sauber. Man muss sehr bewusst schalten und nicht einfach reinklopfen wie im richtigen Auto.
Sorry, und die Instrumental Tracks, die sind wirklich voll easy. Hey. Jetzt hier wird es langsam alle oben in dem Fall. Oder ist das zum Morgen? Ja, vorher ist die Sonne. Bin gar nicht mehr sicher. Ist das auch zum Morgenrot? Oder Sonnenuntergang? Not sure. Die Streckenbebauung und so ist... Wow, da kommt gerade der Zug. Ja, die Züge fahren wirklich rum. Die Streckenbebauung ist eigentlich noch herzig gemacht. Und ich nehme an, dass sie sicher jenste Sachen so ein bisschen noch immer versteckt haben. Ah, okay. Ja, eben. Das ist dann der andere Teil der Beta. Zum Teil putzt sie einfach raus und du kannst nichts machen. Der Fortschritt ist zum Teil verloren, es tut aber auch relativ häufig speichern. Aber da sollte man sich auch nicht zu fest aufregen, finde ich. Weil eben, es ist ja wie gesagt eine Beta und von dem her ist mit Fehlern zu rechnen. Ja, hoffe, ihr habt etwas gehört. Ich lasse mir das jetzt mal an, lade es auf bei Gelegenheit und von dann an wirklich noch ein bisschen streamen. Macht's gut, ciao zusammen.